Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum ersten Heimspiel, zweiter Bundesligaspieltag gegen den ersten FC Köln. 3:2 gewonnen. Ich denke, das trifft es ganz gut, denke ich. Ja, Licht und Schatten, denke ich. Konnte man von unserer Seite, denke ich, so ein bisschen erwarten nach dem Spiel gegen Dortmund, was natürlich schon Kräfte gekostet hat. Und gerade wenn man den Abpfiff gesehen hat, dass die halbe Mannschaft dann erstmal in die Knie gegangen ist, erstmal durchgeatmet hat, denke ich, hat man auch gesehen, dass auch das Spiel jetzt wieder gegen Köln Kraft gekostet hat, weil die Kölner haben es meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Ja, haben sich selten hinten reindrücken lassen. Wir hatten vielleicht so 25 Minuten auf die 90 Minuten gesehen, wo wir die Kölner hinten reingedrückt haben, aber im Großen und Ganzen ja, war es gut anzusehen, wie die Kölner gespielt haben. Einfacher Fußball, gutes Pressing, einfacher Fußball mit Flanke, Kopfball, Tor. Muss man ganz klar sagen, da sahen wir, egal ob Süle oder Upamecano, bei beiden Toren jeweils einer, nicht gut aus. Also, so gut beide sonst in dem Spiel waren, muss man sagen, beide haben für mich ein gutes Spiel gemacht. Abgesehen von den Gegentoren, wo beide nicht am Mann waren. Erst Süle, dann Upamecano. Ja, das geht besser. Aber, wie ich schon sagte, man muss da auch ein bisschen den Kräfteverschleiß und die nicht vorhandene oder eher wenige Vorbereitung, die wir nun mal hatten, einfach auch sehen. Und am Ende des Tages haben wir 3:2 gewonnen. Mund abwischen, weiter geht's. Dass man natürlich 2:0 dann so schnell aus der Hand gibt innerhalb von 3 Minuten, sollte uns natürlich nicht passieren. Vor allen Dingen, weil wir dann nach dem 3:2 das auch cleverer gemacht haben. Dann standen wir einfach ein bisschen tiefer, haben die Kölner mal ein bisschen machen lassen. Das war dann alles ein bisschen besser in meinen Augen. Ansonsten, wir gucken gleich mal in die Statistiken rein. Ich habe gerade schon mal auf, aber ich sehe jetzt auch noch nicht so viel. Ansonsten, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Ne? Kann man ganz klar sagen. Natürlich hatten wir noch sehr, sehr viele Chancen, die wir nicht zu Ende gespielt haben. Ja, das war so das Hauptproblem, zumindest in der ersten Halbzeit. Bis zum 16er oder bis ins letzte Drittel war es ansehnlich und dann nur Fehlpässe. Nur Fehlpässe. Ich habe noch nie so viele Fehlpässe gesehen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, in einem Bayern-Spiel in den letzten Jahren. Kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Das waren, glaube ich, über 50 Stück. Pep Guardiola hätte sich seine letzten Haare ausgerissen, wenn er das gesehen hätte. Ja, sehr bezeichnend dafür. 2 Spieler, Leroy Sané und Leon Goretzka, waren unterirdisch. Wirklich unterirdisch, was Pässe anbelangt. Ich glaube, die beiden haben locker 2/3 aller Fehlpässe gespielt. Also das war von beiden gar nichts. Aber gehen wir gleich in die Spielerbewertung drauf ein. Ja, wenn man so das Spiel auf Gänze betrachtet, war es ein umkämpfter Sieg. Ich denke aber auch nicht ganz unverdient. So viele hochkarätige Chancen hatte Köln jetzt nicht. Haben es natürlich gut gespielt, haben uns gut gepresst, gar keine Frage. Hatten noch 1, 2 Flanken, die nicht ganz so optimal waren, aber die beiden Chancen, die sie hatten, haben sie eiskalt reingemacht. Ja, aber man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es beim 2:2 geblieben wäre, muss man auch ganz klar sagen. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen einen Blick in die Statistik. Ballbesitz 57:42 war abzusehen. Ja, man denke gerade so die letzten 20 Minuten hat man unseren Kräfteverschleiß extrem gemerkt. Fouls 14:10, Zweikämpfe 29:2, 50:8, also 50:50, völlig okay. Schüsse insgesamt 18:10, Schüsse aufs Tor 6:3, Ecken 3:4, Flanken 11:16, ist, glaube ich, seitdem ich das hier mache, wo wir den Blick in die Statistik werfen, glaube ich, das erste Mal, dass eine Mannschaft mehr Flanken hat wie wir. Auch ganz interessant.
Gewonnene Zweikämpfe, 11 Levi, 8 Müller, 8 Davis. Ja, das sagt viel aus. Im Hinblick auf unsere Innenverteidiger und defensiven Mittelfeldspieler, wie ich finde. Ballkontakte 81 Upamecano, 77 Kimmich, 74 Süle. Gefault wurden, das zählt uns nicht. Schüsse insgesamt, Levi 6. I don't know, wo Levi 6 Schüsse hatte, Leute. Gnabry 4, Sané 2. Ich weiß auch nicht, was beim Sané als Schuss zählt. Torschussvorlagen, Müller 2, Levi 2, Musala 2. Gut, ich denke, die Statistiken, ja, sprechen da auch eine gewisse Sprache. Wie ich schon sagte, Upamecano, obwohl beide eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, ich fand Upamecano und Süle, aber bei den beiden Gegentoren sahen sie beide nicht gut aus. Wobei man auch ganz klar sagen muss, unsere Außenverteidiger waren da auch nicht präsent. Ja, das jetzt den beiden irgendwie anzukreiden, sehe ich nicht. Davies war nicht präsent und Stanisic auf der anderen Seite. Ist hier jeweils ein Tor von einer Seite gefallen. Wenn man natürlich da ewig Zeit hat zu flanken. Obwohl der Hector beim ersten Tor wirklich noch gut gemacht hat. Aber natürlich musst du da als Außenverteidiger auch dran sein. Ja? Generell, Stanisic, wir können ja mal schon mal in die Bewertung gehen, weil ich da jetzt gerade so ein bisschen drin bin. Generell, Stanisic war heute nicht gut. Wechsel habe ich auch nicht ganz verstanden. Erstmal muss ich sagen, zum Trainer, zum Julian Nagelsmann, Wechsel zum richtigen Zeitpunkt, definitiv. Habe ich letzte Saison gesagt, ich bin froh, dass er kommt. Endlich mal ein Trainer, der früh wechselt, wenn die Leute scheiße spielen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe Nianzou aber nicht so schlecht gesehen. Ja, er hat relativ wenig nach vorne gemacht. Ja, unter Druck war er auch ein bisschen unsicher, hat sich aber meiner Meinung nach dann gefangen gehabt. Da fand ich Stanisic jetzt um einiges unsicherer, wenn ich ehrlich bin. Klar, er hat mehr nach vorne gemacht dann. Aber gerade wo die Kölner dann so ihre Druckphase hatten, hätte das eine oder andere auch sehr ins Auge gehen können. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Meiner Meinung nach. Ansonsten zu Nagelsmann. Ja, es freut mich, dass wir endlich einen Coach haben, der emotional auch mitgeht an der Linie. Ne? Der auch on fire ist, gefällt mir sehr gut. Ist auch nicht übertrieben. Interviews, die er gibt, spricht da klare Worte. Ist nicht einer, der rumeiert, ja? Der irgendwie alles immer schön redet oder sowas. Er sagt auch mal, wenn was schlecht ist. Und also gefällt mir seine Art und Weise, auch wie er fußballerisch das analysiert und sowas, sehr gut. Gut, fangen wir oben an. Neuer. Ja, Neuer hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. War heute, keine Ahnung, man müsste mal eine ganze Statistik sehen von allen Ballkontakten. Ich glaube, er ist nicht letzter, was die Ballkontakte in unserer Mannschaft angeht. War sehr mit eingebunden, hat sehr gut gemacht. Würde ich eine 2 geben. Bei den beiden Gegentreffern konnte er nichts machen. Nianzou, ja, würde ich ruhig eine 3, vielleicht eine 3 minus geben. Ich fand den jetzt nicht so schlecht. Upamecano und Süle, ja, können wir beiden leider nur eine 4 geben, weil beide haben ein Gegentor verschuldet. Oder mitverschuldet, sagen wir es mal. Ja, keine Ahnung, da jetzt irgendwie zusammengeben, doch noch eine 3 ist schwierig. Vielleicht zwischen 3 und 4. Aber ansonsten haben sie es beide ganz gut gemacht, wie ich fand. Haben beide wichtige Zweikämpfe gewonnen, haben viel gerade erste Halbzeit auch mit aufgebaut. Wo man dann sagen muss, zweite Halbzeit waren dann beide auch nicht mehr frisch gefühlt. Ne? Hat man auch gesehen im Spielaufbau. Dann haben sie auch viele Fehlpässe gespielt, und unter Druck waren und sowas. Fonsi, dasselbe eigentlich. Ja, Fonsi war sehr stark nach vorne, hat auch erste Halbzeit eher den Linksaußen gespielt, anstatt einen linken Verteidiger. Wir haben eher mit Dreierkette gespielt, erste Halbzeit. Fand ich ihn sehr stark. Zweite Halbzeit war es auch noch okay, aber ja, man darf einen Außen halt einfach nicht so frei flanken lassen. Zweite Halbzeit hat er Linksverteidiger gespielt und da hätte er auch zur Stelle sein müssen. Von daher würde ich auch da sagen, von wegen Belastung und sowas ordnen wir es zwischen 3 und 4 ein, wie bei Upamecano und Süle. Gnabry hätte sich nicht beschweren dürfen, wäre zur Halbzeit auch drin geblieben. War ein Tacken besser wie Sané erste Halbzeit, ja. Aber auch sehr, sehr viel Fehlpässe, keine Zweikämpfe gewonnen, kein Dribbling gewonnen. Immer auch die falsche Entscheidung wie letzte Saison. Ich hoffe jetzt einfach, dass mal das erste Tor, klar, den hat er gut gemacht, das zweite ein Willenstor,
Ich hoffe einfach mal, dass die beiden Tore ihn jetzt mal ein bisschen Auftrieb geben und er mal konstant gute Leistung bringen. Weil zweite Halbzeit war es okay. Ja, hätte er nochmal ein, zweimal den Gang mit nach hinten gehen können, aber da muss man natürlich auch sagen, dann ist der Kräfteverschleiß auch irgendwann da. Dann verstehe ich das, dass man das vielleicht nicht mehr so kann. Hoffe einfach, dass da jetzt ein bisschen Konstanz reinkommt, dass wenigstens ein guter auf den Außen da ist. Von daher habe ich 2 Tore gemacht, Note 2 heute. Sané, ja. Die hier länger gucken, ihr wisst, ich mag Sané, ich bin Sané-Fan, in Anführungsstrichen, aber ja, 5 Leute. Das war nicht ausreichend heute, das war gar nichts. Das war wie eine Nationalmannschaft. Ja, er hat, glaube ich, 1, 2 Zweikämpfe mal gewonnen und dann gleich wieder verloren. Ansonsten gefühlt nicht ein Pass mal angekommen, nicht ein Dribbling gewonnen, nicht einmal sich durchgesetzt. Also, ich spreche nicht ab, dass er nicht will. Ich denke, man sieht, dass er will. Woran es liegt, ich kann es euch nicht sagen, Leute. Kein Selbstvertrauen, fehlende Fitness, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr unglücklich, sehr schlecht und völlig zu Recht zur Halbzeit raus. Völlig zu Recht. Thomas Müller würde ich eine 3 geben, hat viel geackert. Hat jetzt nicht so die Durchschlagskraft gehabt, aber hat sehr viel für die Mannschaft geackert. Gerade dann auch Schlussphase hinten drin und sowas. Also, ja, da könnte man sogar schon in Richtung 2 gehen. Also hat sich wirklich aufgeopfert für die Mannschaft, fand ich. Kimmich würde ich eine 3 geben. War auf jeden Fall der präsentere wie Goretzka. Obwohl erste Halbzeit hat er vor Goretzka gespielt. Das hat gar nicht geklappt, wie ich fand. Goretzka hat es hinten nicht dicht gekriegt, nicht das Spiel, konnte es nicht aufbauen. Und Kimmich war vor ihm aus dem Spiel. Ja. Hat ganz selten mal Bälle gekriegt, weil wir gar nicht irgendwie in die Zone reinkamen, gefühlt. Ja, danach war es besser. Ja, wo dann beide auf einer Höhe gespielt haben, dann Goretzka wieder einen Tacken nach vorne. Aber Goretzka war heute ohne Wirkung. Kimmich denn eine 3, Goretzka würde ich eine 4 geben. Für mich auch ganz wenig Zweikämpfe gewonnen, ganz wenig gute Pässe, Abschlüsse war auch gar nichts zu sehen. Nee, war schon die ersten beiden Spiele nicht so stark und ja, hat sich jetzt fortgesetzt. Also sind für mich keine Argumente zu sagen, du bekommst jetzt 15 Millionen mit dem neuen Vertrag bei uns, die Leistung, die er bisher gezeigt hat. Auch da natürlich immer, wir haben das alle im Hinterkopf, ja, von wegen keine Vorbereitung, keine Fitness und so weiter. Keine Frage. Ja, ein bisschen mehr kann man trotzdem erwarten, denke ich. Sieht man ja beim Kimmich, beim Müller und so weiter, dass es geht. Oder auch beim Süle oder sowas. Levi würde ich eine 3 geben. Ja, hat natürlich das erste Ding gemacht. Aber ansonsten schwerer Stand erster Halbzeit, hat sich oft fallen lassen. Nach hinten hat dabei aber ganz gut aufgebaut, wie ich fand. Das eine Ding, erste Halbzeit war es, glaube ich, noch, wo er hätte schießen müssen. Wo er mittig, also zentral vom Torwart, dann auf Davies schlecht abgelegt. Habe ich nicht ganz verstanden, war so ein bisschen Levi untypisch. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich heute nicht so gefühlt, ich weiß es nicht. Hat natürlich wieder seine Hütte gemacht, ja klar. Hat ansonsten auch ganz gut gearbeitet, aber auch die letzten 20 Minuten. Hast du beim Levi gesehen, der Akku war leer. War definitiv leer, wie bei ganz vielen Spielern hat man das gesehen, wie ich fand. Musiala, brauchen wir nichts zu sagen, oder? Granate einfach, Leute. Granate, und ich gehe da fest davon aus, dass er im Pokalspiel auch den Vorzug vor Sané erhält. War 45 Minuten auf dem Platz oder war 5 Minuten auf dem Platz und hat gleich gezeigt, was Phase ist. Ja. War in 5 Minuten gefährlicher wie Sané in den letzten 2,5 Spielen. Also es tut mir leid für Sané, ja, aber da muss er jetzt einfach mal den Ergänzungsspieler geben. Vielleicht wird er irgendwie wach, ich weiß nicht. Wie gesagt, man kann es von außen schwer einschätzen, woran es liegt. Vielleicht sind es private Probleme, was weiß ich. Man weiß es halt nicht. Ja. Dass er die Fähigkeiten hat er bei City unter Beweis gestellt. Ja. Aber Musiala, ja, Granate. Ne? Auch die Unbekümmertheit, die er hat, aber auch schon das Fordern, was er hat. Und man hatte gesehen, das war so ein... Ja, das 1:0, wie er es vorbereitet hat, war so ein typischer Franck. Ja? Man sagt ja immer so, ja, Musiala ist nicht so gut über Außen. Ich denke, das hat er heute gezeigt. Ja, auch von der Schnelligkeit her ist er den Kölnern weggelaufen. Und die Vorbereitung war ein originaler Franck Ribéry. Bis zur Außenlinie, auch nicht ganz zur Eckfahne, sondern am 16er rein, zurück auf den Levi, Tor.
Haben wir 100 Mal von Franck Ribéry gesehen. Und technisch hat er noch ein, zwei Schmankerl rausgehauen. Also denke ich, da werden wir noch Freude haben. Thema Franck Ribéry. Mal ganz kurz, ich würde zuschlagen. Ganz ehrlich, wenn er da Bock drauf hatte, wenn er für einen kleinen Taler einen anheuern würde, definitiv. Also ich sehe jetzt Gnabry und Sané, auch Coman war noch nicht, wo Coman noch so der Beste war, sehe ich alle nicht in Topform. Ja, gut, du hast einen Musiala, ja, du hast einen Davies, den du da vorne auch hinstellen kannst, wo ich schon fast von ausgehe, wenn ich ehrlich bin. Wenn Hernandez wieder fit ist, denke ich, wenn ich das jetzt so sehe mit Süle und Upamecano, das sieht ganz gut aus. Süle macht's gut. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Hernandez nach hinten links geht und Davies einer vorne. Dann muss er nicht unbedingt über einen Ribéry nachdenken, aber wenn er für linker Verteidiger eingeplant ist oder generell, wenn Franck Bock hat, irgendwie, was weiß ich. Klar kann er da nicht die Ansprüche stellen, dass er irgendwie jedes Spiel spielt. Aber wenn er so den Ergänzungsspieler machen würde, würde ich sagen, nimm mit. Bei der Form, die unsere Außenspieler haben. Gut, Stanisic, also Musiala für mich eine 2. Ja, ganz klarer Fall. Stanisic, ja, würde ich eine 4 geben. Hat mir, ja klar, war bemüht und so, gar keine Frage. Wurde auch oft 2-, 3 Mal schlecht angespielt von Upamecano, muss man auch sagen. Wenn da 3 Spieler um ihn rumstehen, was soll er dann machen mit dem Ball? Sind wir auch mal ganz ehrlich, ja. Aber ansonsten, wenn er unter Druck kommt, das hat man schon gegen Gladbach gesehen, wenn er unter Druck kommt, wenn er gut gepresst wird, das haben die Dortmunder versäumt so ein bisschen, mal nebenbei, hat er arge Probleme, das hat man heute auch wieder gesehen, ja. Klar, man kann ihm da keinen Vorwurf machen, es ist sein 3. Bundesligaspiel, ist ein junger Spieler, ja, aber da hat er Probleme einfach. Klar, da muss man sich jetzt entscheiden als unser Verein. Wie gesagt, ich sehe immer noch die Position, einen rechten Verteidiger muss her. Du kannst natürlich auch sagen, wir setzen voll auf den Stanisic und wir erwarten, dass er die nächsten 1, 2 Schritte macht. Ne? Klar ist das was anderes, wenn du Bundesliga spielst und die ganze Zeit gepresst wirst, als wenn du irgendwie in der 3. oder jetzt in der 4. Liga rumeierst. Ja? Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Von daher muss man das als Verein entscheiden, wie die Philosophie da in Zukunft sein soll. Ja? Weil jetzt irgendwie, ja, da ein verheißungsvolles Talent zu kaufen, bringt dich auch nicht weiter. Entweder kaufst du jetzt einen gestandenen Rechtsverteidiger noch dabei, oder du sagst halt, du gehst mit dem Stanisic als Backup in die Saison. Coco war auch nicht wirklich auffällig. Ja, gut, war jetzt auch nur noch dann 25 Minuten. Schenken wir uns eine Bewertung, denke ich. War jetzt nicht mega schlecht, war nicht mega gut. Also, ja, könntest eine 3 sagen, könntest aber auch, ja, was wolltest du dabei werten? Genau wie bei Choupo-Moting, ja. Hat sich keiner hängen lassen, das ist immer so das Wichtige, wenn man eingewechselt wird, haben nochmal was versucht, Chris Richards, gut für 4 Minütchen, ja. Was sollen wir da groß bewerten? Am Ende des Tages 3-2 gewonnen und in meinen Augen verdient gewonnen. Ja, klar, war ein schweres Stück Arbeit, habe ich aber auch erwartet. Ja, wer Baumgart kennt, der jetzt in Köln ist, vorher in Paderborn und so weiter, er spielt halt immer diesen Fußball. Und wenn ihr euch mal gegen letzte Saison, oder Bielefeld war, glaube ich, auch, ne, wenn ihr euch da mal erinnert. Von daher war das schon abzusehen und es war schön anzusehen, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war es sehr langweilig teilweise, weil viele Fehlpässe auf beiden Seiten, so alles so Mittelfeldgeplänkel, keiner kam so wirklich ins letzte Drittel rein. Zweite Halbzeit, ja, hat man es dann einfach gesehen. Ein bisschen der Kräfteverschleiß dann auch auf beiden Seiten. Dann gab es ein bisschen mehr Torchancen. Ich möchte da gar nicht zu viel drauf rumhauen. Ja, wir haben 2-0 geführt. Ich denke, dann war einfach so der Schalter bei den Spielern im Kopf. Jo, jetzt können wir endlich mal einen Gang runterschalten. Ja, können wir mal durchpusten und dann ist genau. Köln hat genau so weitergespielt, den Stiefel runter, hat Gas gegeben und hat das dann bestraft. Ne? Muss man ganz klar so sagen. Aber ich denke, man kann den Jungs da jetzt nicht unbedingt so den Vorwurf machen. Das Spiel gegen Dortmund hat Kraft gekostet. Und wie gesagt, Vorbereitung und sowas darf man alle nicht vergessen. Von daher 3-2 gewonnen.
alles tutti, würde ich sagen. Nächstes Spiel ist jetzt Pokal gegen Viertligist oder was? Oder Fünftligist, Bremer SV. Bin ich gespannt. Ich denke, da wird wild durchgetauscht. Denke, ja, wird der Großteil oder die Leute 5 Wechsel werden dann auch nur eine Halbzeit spielen, gehe ich von aus. Ja, und dann spielen wir gegen Hertha. Hertha ist ja mega stark gestartet in die Saison. Sollte also auf dem Papier was Leichtes sein, aber ja, kommt ein bisschen auf die Fitness an. So ganz kreativ sind wir vorne nicht wirklich. Hertha steht sehr gut hinten. Muss man mal gucken, bin ich sehr gespannt. Aber sollte auf jeden, also vom Papier und auch von meiner Empfindung her, sollte es leichter werden wie gegen Köln. Und ich erwarte da einen Sieg. Punkt. Mehr gibt es nicht zu sagen, Leute. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar. Wenn ihr was anders seht, haut es mir gerne rein in die Kommentare. Freue mich immer über einen Kommentar. Und ansonsten rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns am Donnerstag zum Pokalspiel wieder.